You are listening to Projekt Z4T mit Art, Domi, Faebu Max und Yasin. Viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Hallo miteinander, wir sind immer noch beim PZ4T Japan Special, wo ich verschiedene Sachen, die ich in Japan erlebt habe, im Bereich Gaming, Anime, Nerd und Zeug besprechen. Aber in dieser Episode schauen wir nicht von dem an, sondern Japan ist bekannt für seine kulinarischen, wie soll ich das sagen? Spektakel. Spezialitäten. Nein, kulinarische Spektakel finde ich gut. Ich habe aber kein kulinarisches Spektakel mitgebracht, sondern ein grusiges Zeug aus Japan. Okay. Was wir jetzt werden ausprobieren. Und zwar das erste, was ich mitgebracht habe, sind Krebsli. Ich glaube, da lohnt sich, wenn man noch ein Close-Up macht. Läuft das? Das läuft, ja. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das habe ich im Don Quixote gekauft. Das ist der Laden über, ist super. über den Weg gelaufen. Geht jetzt Don Quixote. Wie kann man Don Quixote beschreiben? Alles, was es hier nicht gibt. Sehr gut. Aber es ist nicht Don Quixote, es ist doch auch eine geschichtliche Figur. Der Spanisch irgendetwas, der gegen eine Windmühle gesäckelt ist. Ja. So heisst Don Quixote? Keine Ahnung. Es hat einen Pinguin als Logo und einen hure catchy Tune, wenn du reinkommst. Und es hat einfach Zeug. Okay. Also, über das Essen bis hin zu Unterhosen mit Elefantenrüssel. Hat einfach alles. Und das habe ich auch dort gekauft. Das essen wir jetzt. Nee. Das ist aus dem Don Quixote. Also das... Zuerst nicht mal einen Sniff davon. Sind das echte Krebsli oder Ich hatte zuerst noch die Hoffnung, dass Ist irgendwie... zum Essen gedacht? Es ist zum Essen. Fuck. Ich hatte zuerst noch gehofft, dass es vielleicht irgendwie Süßigkeiten sind, die weird aussehen. Hast du von dem schon eins gegessen? Ja. Kannst du es einfach so crunchen? Ja, du kannst echt den ganzen Krebs ins Mund nehmen und crunchen. So, geil. Vom Geschmack her ist es gar nicht so schlecht. Ich finde, es schmeckt einfach nicht so geil. Gar nicht so schlecht. Ja. Aber es ist verdammt klebrig zum Was sind? Ich nehme nicht den ganzen Krebs, aber kann man da irgendwie... Du kannst auch einen Fuß nehmen. Oh Gott. Das besinnt mich an unsere Bio-Abteilung im Killenfeld. Das hat wirklich immer so geschmeckt. Und... Was ist da alles dran noch? Ich weiß es nicht, das ist das Lustige daran. Ist das halal? Du gehst in Don Quixote und hast keine Ahnung, was du kaufst. Hoppla. Gar nicht so schlecht, oder? Ja, es schmeckt einfach nach Flusskrebs oder so. Und Fisch. Aber... oh Gott. Ich würde sagen, spülen wir es aber mit einem Bier. Aber es ist wirklich nicht so geil. Nicht geil. Ja, ich weiß nicht, also ich könnte das jetzt nicht essen. Ein Ganzes. No, also eben einmal schon, aber also... Aber nicht als Ich Snack. könnte das nicht so als Snack kaufen. auf dem Tisch haben und dann einfach dran... Ja, ich finde es geht. Es ist nicht... Also grusig ist es definitiv nicht. Aber cool, hast du gekauft. Gell? Was mich würde interessieren, ist mit was, dass es eigentlich garniert ist. Keine Ahnung. Es ist ja auch ein bisschen süßlich, nicht? Es ist ein bisschen süßlich, Das ja. ist etwas senfig, Honig. Es geht so in die Richtung, gell? Aber das ist auf jeden Fall etwas vom Interessanten, wenn der Japan bereist ist. An meinem zweiten oder dritten Abend habe ich Seegurken serviert bekommen. Gell, das habe ich nicht probiert. Wie ist das so? Hart. Nein, es ist wirklich wie eine Gurke im See, hat so eine raue Oberfläche und es wird nicht einfach halt... es wird halt einfach filetiert und wenn nach... Also ich habe das Gefühl... Also roh isst man den? Ja, es ist dann Sashimi. Also Sashimi sind einfach alle Sushi, wo... Roh, ja, Roh genau. für- Hast du Sachen gegessen, die sich noch bewegt haben? Nein, Ich gehe nicht. nicht, dass ich wüsste. Das ist so, das ist etwa meine Hemmschwelle, glaube ich. Nein, das würde ich auch nicht machen. Also frisch aus dem Meer auf die Platte, das finde ich okay, aber also da zum Teil, ich weiß nicht, ob das unbedingt Japan ist, aber da Tintenfisch noch lebendig zerschnetzelt. Zählt die Werbung dazu? Korea ist das. Endlich meldet er sich mal. Südkorea. Genau, Wie man sehr schön kann aber sehen im Film frisch. Oldboy. Wird noch jemand Kirin probieren? Absolut. Sure. Das war früher das beliebteste Bier gewesen und ist dann von Asahi überholt worden. Ich kann mich auch besinnen, in den meisten Orten, wo ich war, ist Kirin serviert worden. Ich weiß Das nicht, ist ob sehr das so geil ein Ding ist, Kann ich wo... gerade von dem noch?
wo eher so auf dem Das längt schon. Oder ja. südlichen Teil von Honshu Soll ich das ist. noch auftun? Also das oberste ist Hokkaido oder der Mondarachen. Und dann kommt unten die Banane, das ist Honshu, die Hauptinsel. Und auf der unteren Hälfte sind die grossen Städte mit Tokio, Kyoto, Osaka, Hiroshima. Und ich glaube, Kirin ist eigentlich fast das, wo ich am meisten reingelaufen bin. Schon? Ja. Die haben wie Äcker, haben sie oben, oder Feldschlösschen. Ja, das stimmt schon. Ich Wissen würde sagen, nicht, wie Kirin schon. und Asahi habe ich beides mega oft gesehen. Sapporo eher weniger. Wie findet ihr das? Sehr nach dem Asai. Gell, es ist weniger ausprägt, sag ich jetzt mal. Ja. Schmeckt Ja, nach das ist halt Krabbe. einfach das, was bei uns das Lager ist. Also Feldschlösschen und Rubenbräu oder so. Aber immer noch viel leichter. Zum Bier dazu Am. passt gut Seeigel. Ah, die sind ja Oh nein. Wird jemand Seeigel probieren? Ah nein. Ah, das ist noch eine Verpackung, die so übel aussieht. Ja, oder? aber es ist wirklich Seeigel. Das ist schon ausgenommen. Ich glaube einfach getrocknet. Ich weiß nicht. Ich habe ihn auch in einem Sushi-Restaurant gegessen. Frisch. Oh, das war recht fein gewesen. What the fuck? Du hast überhaupt nicht, wie ich es erwartet habe. Das ist so wie So ein Keksli. Ja. Das ist noch recht fein. Kann man machen. Ah, die sind aber frittiert, oder? Keine Ahnung. Oder nur trocken? Die sind frittiert. Nein, das ist Potenzmittel eigentlich. Also, Seeigel. ja, Oh. sagen sie. Oh, Oh. ich finde es schon noch fein. Ja, stark, gell? Also wenn der Tisch langsam anfängt. Aber schon sehr, ja, ist jetzt ein bisschen weniger im Geschmack als zum Beispiel Shrimp Chips oder so. Das ist aber gerne Schwimmchip. Ja, genau. Aber Was ist das? Das da, keine Ahnung, was es ist, aber ich würde sagen, wir machen es mal auf. Aha, das aus dem- ist aus Ja, dem Don Alter, Quixote. hört mal auf, was ist das? Fabu, gönn dir. Was könnte das sein? Hast du Ahnung? Also ich sage, das hier ist auf jeden Fall Seitan. Das schmeckt nicht gut. Jetzt mal, es hat einen starken Geschmack. Du wischen, du so. Essig. Ja, Essig, viel Essig. Also warte, was ich probieren muss. Hast du eins probiert? Nein, noch nicht. Aha, Keine Ahnung. Wo sind die Stäbchen vor allem? Was hast sorry, so viel. Boah, es ist verdammt Essig, ja. das Es ist ist einfach Essig. Was ist das? Sorry, das andere? Keine Ahnung. Also sind wir jetzt alle das Gleiche? Nicht, hä? Was ist das? Was ist das? Was hast du gesagt, Kali? Das sieht aus Ja, nach keine Ahnung. Augen im Fall. Das sieht so augenmässig aus. Kann ich das mal? Gönn dir. Wir stellen das am Februar natürlich auch her, dann, oder? Ja, Der muss auch. verdient die. Keine Ahnung. Hey, aber das ist im Fall recht fein. Ohne Scheiß ist wirklich fein. Also ich rate, dass das irgendetwas mit dem Tintenfisch zu tun hat. Also. Mit meinem Japanisch habe ich das entziffert. Flop. Also bis jetzt ist mein Favorit Seigel. Und schon Easy. alles Hast du aus von dem dem, schon probiert? aus dem Ja. Don Quixote übrigens. Ja. Ist noch geil? Ich würde auch gerne wissen, was es ist. Ich würde es auch gerne wissen. Ich habe das Gefühl, Warte, Das das ist ist, immer ein Rätsel bleiben. darf ich schnell- ist es das gewesen, das Päckchen, oder welches ist Ich das weiß es gar nicht mehr. Päckchen? Also Bay, wenn das Base macht es mehr Sinn, dass es das Genau. ist. Und kannst du mal das Päckchen übergeben? Was Google Translate. Yes, sir. alle, die uns zuschauen und wirklich Japanisch können, haben einfach das Gefühl, wir sind verdammte Noobs. Und sie haben recht. Ja, sie haben absolut recht. In der Zwischenzeit. Okay. Oh nein! Ah, das sind die infamosen KitKat-Geschmäcker, die es alle gibt. Ja, das finde ich etwas vom irgendwie absurdesten. Ui. Ui. Und was hast du herausgefunden? Vielen Dank für Ihren Einkauf. Dieses Produkt ist bei der Auswahl der Rohstoffe und des Hygienemanagements stets akribisch, aber geben Sie es bitte an den folgenden Ort zurück, wenn ein Fehler vorliegt und so weiter. Ich werde es sofort ersetzen. Bitte geben Sie das Kaufdatum und den Namen des Geschäfts an, da hierfür möglicherweise eine Umfrage erforderlich ist. Dieses Produkt verwendet einen speziellen Film, um Oxidation zu verhindern, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Schon krass, wie Google Translate funktioniert, Mann. In Japan hat es nicht so gut funktioniert, normalerweise. Du musst aber zuerst abladen. Ich probiere jetzt eins von denen. Ja, probieren wir mal Scheiße. KitKat. Ja, Sind es gell? zwei drin?
Können wir Aber- probieren. Was ist das für? Das sind Zeichen Ist für Sake Japan. KitKat? Nihon. Und das ist Oder was soll ich sagen? Sake. Alkohol. Kannst du schon, ja. Oder willst du das Ganze? Du darfst schon das Ganze nehmen. Nein, die macht Das Fenster finde ich das, falls jemand das will, das ist Süßherdöpfel. Okay. Süßherdöpfel KitKat. Die schmecken hure süß. Schwarztee KitKat gibt es auch noch. Das nicht Ding so da süß. Grüntee und Sakura, die kann man getrost mal drüber geben. Die ist grässlich. Schon, findest du? Ja, Sakura finde ich recht geil. die könnt ihr mal probieren. Wie findest du? Interessant. Den Sake finde ich nicht fein. Aber ich glaube, das ist schon Special Limited Edition. Ja, ja, Die ja. haben nur ein gewisses. Also ich finde sowieso allgemein Alk in Schoki nicht so geil. Ja, aber es hat jetzt nicht einen hure krassen Alkoholgeschmack. Mhm, Es aber- ist vor allem einfach süß. Also nicht? ohne Alkohol mit... Also... Was ist da drin? Also ich würde jetzt im Fall, ich glaube, Schwarztee hast du abgebaut. ist da überhaupt... Ist da Alkohol drin? Ja, es Ich glaube schon, ja. Ja, es kann ja wirklich nur der Geschmack sein. Was heisst? Ich mache sehr viel Parfüm. Roasted Soybean. Das finde ich auch wirklich fein. Aber Was das hast ist du jetzt da gehabt. Wer? Du. Was habe ich gehabt? Schwarztee. Was ist finde ich das auch denn? fein. Das ist Grüntee. Grüntee. Oh, Oh, das hat das gleiche Kanji. Wie vorhin da. schon eins. Ja, gell. Das ist gut. Wirklich, also das Was? Parfüm finde ich eigentlich auch noch... Es schmeckt ja recht krass zuerst mal. Hey, Tommy, hast du einen von diesen Dingern... Nice. Was von diesen Dingen? Es gibt ja in Japan gibt's ja so Food Kits, wo du so kannst kaufen und dann musst du zuerst ein bisschen rumbasteln, so irgendwie ein Pülverli in eine Flüssigkeit und dann rühren, hast du Nein. Schalen dazu. Nicht? Nein. Was ich hier noch habe, ist jenstes Super Mario Zeug, was jemand probieren will. Das ist also etwas, was man überall sieht. Videogame-Franchises in Snackform, einfach an jedem Hurenladen. Und das da, kennt das noch jemand? Find Wall. Also, wo ist Wo ist der Walter, ja? Genau. Ich habe nicht gewusst, dass es in Japan populär ist. Aber anscheinend. Das sieht aus wie Cherry Beans. Was probieren? Ja. Was ist das? Aber ich muss sagen, Es ist halt Äpfel. Oh, ja, dann muss ich auch probieren. für das die Japaner eigentlich so ein gesundes Völkchen sind von der Ernährung her, finde ich es recht witzig, dass sie so einen Markt Hey. haben für das. Aber im Fall Getränkautomaten, die vorhin erwähnt hat, gibt es eigentlich überall. Und in diesen Getränkautomaten ist immer 90% ist einfach verdammt süßes Zeug drin. Was hat das mit Wo ist Walter zu tun? Das Keine ist- Ahnung. Einfach das Bild von, also genau gleich wie das. Sich so Schocki. Das ist echt so das Gummibärli-Stuff, das man kennt. Olli, du hast da noch etwas mitgebracht. Ja, mein Was ist das? Das ist Yuzu Sake. Oder Yuzu Nigori. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall Alkohol aus Yuzu. Oder mit Yuzu. Was ist Yuzu? Das ist die japanische Orange. Ich weiß nicht, ob es genau die Okay. Orange ist und man sagt nur Orange Yuzu auf Japanisch. Ja. Habe ich gekauft in Warp, in der japanischen Welt. Wie es Vermögen kostet. Wie alles andere, was du in der japanischen Schweiz kannst kaufen. Und das ist so ein riesen Ding. Wenn du hier in der Schweiz Japan-Produkt kaufst, ist es ist japanisch, es muss Ki drin haben und es ist H. Und Das hast du schon noch gekauft, oder? Ja genau, hier aus dem Globus. 7 steht für Wasabi-Nüsse. Aber innen steht Wasabi auf Japanisch drauf. Keine Ahnung. Das Japaner wird irgendwie 5 Kilo für 700 Yen. Ich habe es lustig gefunden, darum habe ich es gekauft. Jetzt geht es, dass wir zuerst salzig hatten, dann zu süß, jetzt wieder zu salzig kam. Alles. Aber es stimmt für mich. Kannst du Hauptsache es stimmt für dich. Oder? Cool, hast du es rausgelassen. Lass es nochmal raus. Aber wir haben auf jeden Fall Sake, wo wir können, Oh Gott. aus japanischem Zeug trinken. Oh, jetzt aber. Und das ist ein anderes Mitbringsel von mir von Japan. Nimm. Aus einem Nabe-Restaurant. Und Nabe ist der Hotpot, den die Sumo-Ringer essen, um Gewicht zuzulegen. Geil. Und das ist gegründet worden von einem Sumo-Ringer. Ich habe vorhin den Namen wieder nachgeschaut, den habe ich schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall aus diesem Gefäß wird Sake getrunken hier. Und, Also wie aus dem Gefäß? ja, das darfst du selber herausfinden. Nein, also wie? Du tust den Sake rein und dann trinkst du es. Und das?
Das ist auch etwas zum Sachen daraus trinken. Speziell für Männer. Das ist das Zeichen für Männer, Otoko. Okay. Ja. Und der daraus trinkt, findet raus, warum. Das ist wie Putzmittel irgendwie. Was für ein Putzmittel? Das ist wie da hier. Was hast du noch? Das ist nicht ein geiler... Oh ja. Also es ist schon allein vom Geruch her. Schau mal das an. Fuck, das ist verdammt grusig. Das ist verdammt grusig. Das ist wirklich Putzmittel. Was? Wieso, Das ist Gummibärli und schlecht. wieso ist das ganze Podcast-Zeug so grusig geworden plötzlich? Jetzt fragst du nach Bessé, Für Männer. Ego, Setan, Gummibärli, KitKat, was weiß ich. Tut man auch anstoßen mit Sake? Die rüber Badwanne. Also verarschst du mich oder trinkt man wirklich aus dem? Du trinkst es, effektiv. So an der Ecke, oder wie? Können wir schon ein Instructional Video schauen auf YouTube, wie man das macht? Ich würde überlegen. Was ist das genau? Darf ich das noch einmal fragen? Yuzu-Sake. Er hat nicht so viel Alkohol, hat 7%. Und was, aus Das was ist ja ist das? fein. Yuzu ist so eine japanische Zitrusfrucht. Ja. Orange. Ich habe noch gelesen, fast noch... Ja, genau. Nimmst du schon? Ja, Ich finde es noch. Das ist verdammt fein, aber ein erfrischend. Schlückchen nur. Das ist schon gut. Merci. Mal aufgehen. Aber eben, ist nicht hochprozentig. Also von dem her. Nein, 7%. Also, Wir haben hier ein Zeichen bekommen, dass unsere Zeit abläuft vom, ich nehme noch Putzmittel in dem Fall. von ihm hier. Willst du es nochmal machen, das Zeichen? Sagt es aber aus, wie unsere Zeit abläuft. Ja, das hier ist sicher nicht repräsentativ für japanisches Essen. Aber Die sind geil da. es ist eine spannende Mixtur, die wir Du einprobiert weißt haben. schon nie, was du bekommst. Das stimmt, ja, von dem her ist es repräsentativ, dass es immer eine Überraschung ist, was ins Maul rein tust. Egal ob im Restaurant oder im Don Quixote. Und wir müssen jetzt definitiv aufhören, darum merci fürs Zuschauen.